Oft werden wir auch gefragt, ob die Harley die Werksangaben an Leistungen besteht. Also ja, das tun sie. Wir auf unserem Prüfstand messen halt eine Kupplungsleistung, gemessen nach DIN. Das heißt, durch einen Rollwiderstand ermittelt der Prüfstand die Leistung an der Kupplung und dann wird im Prinzip nur die Kupplungsleistung auf die Motorleistung hochgerechnet. Das sind ungefähr 1-2 PS, die in dem Primär verloren geht. Das heißt, Lowrider S, wenn der Hersteller sagt 106 PS, messen wir hier halt auch die 106 PS oder 105 oder auch mal 107. Die Fahrzeuge müssen auch ihre Leistung bestehen oder auch schaffen, weil es einfach eine Vorgabe ist, dass so eine Mehr- oder Minderleistung von 5% bestehen muss. Dann gibt es natürlich verschiedene Messverfahren, verschiedene Prüfstände. Es gibt Prüfstände, die können nur eine Radleistung messen. Es gibt Prüfstände, so wie unsere, die können eine Radleistung und eine Kupplungsleistung ermitteln. Das heißt, wir messen beides immer gleichzeitig. Was so eine ungefähre Zahl ist, einfach, dass man von der Kupplungsleistung bis zur Radleistung so ungefähr 10 PS und 10 Newtonmeter verliert. Das sind einfach Reibwerte über den Riemen, über die Lager, über die mechanischen Bauteile einfach.